Herzlich willkommen zurück bei einer neuen Video-Episode von Comedy. Es gibt viel Zeit, dass wir das mal auch mit einem Video machen. Und dafür umso mehr nice, dass wir heute den David Blanket Hill dabei haben. Wie geht es dir? Alles gut? Alles gut, alles fit, immer am Rocken. So soll das sein. So wie sich das gehört, gell? Ja, merci, dass ich kann da sein. Ja. Ma ja. Ma wir sind heute hier natürlich für über das Monstrum zu schwätzen, gell? Weil das hier seit kurzem, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir das heute abholen, dabei sind. Und ein bisschen gucken, was bedeutet den Album für Blanket Hill, wie die Reaktionen waren natürlich auch von der Release und so. Und ja, einfach mal gemütlichen Chat heute machen. Hey. Ganz gerne. Ma, es mal direkt für wäsch. Ich hatte die große Eier, oder mir Comedy hatten die große Eier, den Album ein bisschen echter zu schmachen. Und schon Blanket Hill schon lange mehr so ugepisst hören. Also richtig aggressiv und Ried und Fress prinzipiell. Ja, schon. Als das so den overall Message vom Album Hummer Flammen der Mönche, da wir wollen das einfach mal so nach mehr wie viel drin. Ja, also. Krass gesagt, ja, mehr. Ja, also wenn du das müsst resümieren, das ist irgendwie, also wenn wir am Gang waren oder auf ich Lyrics geschrieben und Songs geschrieben und das war nicht so bewusst. Also ich war nicht so, das muss ultra ernst gehen. Ja, nur hat man Songs. Und das Song im Album effektiv, wenn man so den aus mega Asi einfach. Wir schreiben mega Asi-Text an, also Asi unter Gimme. Ja. Wir einfach wirklich ugepisst. Und dann, wo man den alles so abgeholt und dann hörst du dann mal so als, auch selber recht, als fertigen Album. Also so, ja, okay, das ist halt schon ein bisschen mehr Rosen. Man Kompromiss, man Melodie irgendwie, was irgendwie, oder alles mal immer 4,7, da war so ein Deel von der Band, für das aber auch immer mal so flotte Lied könnt oder ein bisschen etwas, wie soll ich so, für Mod zu summen oder, ne, für das. Yeah. Und das ist einfach nicht do gewirrscht. An Texter hun sto och, also ich kann nie lo iwwer dat schreibe, werd ich kann net so ich schreibe dit iwwer schwes net XY. So, dat könnt dann einfach oder ich gesinn schafft man mich gut oder schlecht wie soll ich so mein Gedanken beschäftigt. A wo du fährst man muss okay, das ist schon ziemlich Rosen. Und I guess bewusst, dass das schon seit dem nächsten Album aus viel geschieht an der Welt und nicht viel davon als positiv. Und der schenkt schon irgendwie so schon auf den Album ausgewirkt zu holen. Das war nicht bewusst, aber ich meine, das auch kein von uns based auf das Ginas. Ja, eng natürlich Mischung, die sich irgendwie ergeben hat. So. Ja. Ging es auch so. Wann ich nämlich einfach Karim so ging vergleichen, natürlich The Courage of Hopelessness, ich fand das auch interessant, was du siehst, so, die Melodie so ein bisschen nach den Hoffnungsschimmer, den du auf viele Songs auch durchschimmert, den hast du effektiv nicht durch. Nee. Vielleicht soll ich mir einfach zum Aufschluss vom Album hast du halt dann die bisschen mehr Surprise, wo das kannst aber so mat Charisma a mat Melodie dann awer ausklingen leist so. Ass dat so den ich will net so Milo genug geschaut, mir einfach so a la Bas Hummer ganz viel Mise an der Welt wie se se. Ich mengen Hardcore ass eben eng Genre von Musik, wo Aggressionune mussssen rausgelos gin an ganz Dave am Herzen si immer awer trotzdem nach irgendwo hoffnungsvoll NRW, dass dat kann besser gehen. So. Ja, und ich meine, war auch, also war schon eine bewusste Schwur, den Song auf dem Album zu setzen. Wir hatten einen Missen, wir hatten nicht, also wir hatten die 10 Tracks auch hinter mir und und das ist einfach ein Song, wo effektiv einfach aus der Perspektive geschrieben ist, vis-à-vis von meinem Partner. Und das halt so ein
méi intime Song vielleicht. ja Me ich fand zieht dat ganz gut ze summe, weil ich so immer am Funk was jo so dat zwischenmenschlecht wat oder wat mir immer persönlich Hoffnung gibt und die Leute rundrümmech viele Leute die ich gesinn diese trotz der Situation von der Welt sie wird politisch sie wird man Zustand vom Planet die sich dafür aussetzen dass dat sich amelioriert ich für mich und ich denke das trifft praktisch jeden so egal wen sich lo ob ihn sich lo dummer aktiv beschäftigt oder nicht. Nee, ich denke mal immer jeder will vielleicht irgendwie eng méi Welt oder eng besser Welt kreieren oder analyse für die Leute mit denen froh ist. das Also, ist klar an die okay natürlich das vieles schlecht und das vieles wird sich an den letzten 2-3 Jahren zu engem noch méi schlechteren entwickelt wird me schon wohl okay Bock so ein absolute Nihilist sinn an alles was sowieso okay werden ja ne so spreche ich auch nicht den Album zu schreiben so ich meine die letzte Song was der wirklich natürlich persönliches mir auf der anderen Seite meine ich vielleicht doch relatable am Sinn von so für wem müsste dann also ich bin nicht so egozentrisch dass ich so ein ich selber braucht mir eng besser Welt ich verdingen ich fand die Leute rundherum mich verdingen und die Leute die ich appreciieren ja das genau den Hoffnungsdingen den danach du also ja also das definitiv interessant wie gesagt den ganzen Aspekt vom Album fehlt sich als ja eng Offenbarung echt mal am Sinn von Blanket Hill als Band hun ich nach net so unified heieren wie op dem Record ja ich mein du hast Band ja auch seitdem der Rick dabei ist das wahrscheinlich matt gewirkelt huet auch an schon Datei ist doch gut raus dass du wirklich Dudes Brider zu summen sinn an engem Raum und dann geht dat gött sich vielleicht gedanke gemacht wat mache man et lesen aber auch net wieso so et kann niewer deg Mauer sprangen kann ihn wo go und kann einfach fir du sto bleiben ich fand dat sind so mega interessant Aspekte ich meine du gesagt Melodien also matt sang Elementer okay da muss direkt den Oru denken aber vielleicht den the catchiest Song on the record aber ass geld aber auch intended ging ich aber so an trotzdem so gut den als aber ziemlich heavy gell am Vergleich zu den anderen dass er natürlich ich will so eng Schlufnummer nee, du hast definitiv bisschen mehr Breakers zweiten Deel vom Album dat baut sich so op und ich fand dat mega interessant du hast auch von inspirationelle Geschwaden den generelle Songwriting so Dich das auch dann méi ennner Dlo méi ze Summe geschriwe gin nach wie fir run oder also nach so Ideen austausche méi ja also das am von cool dass du Schweiz bisschen oder mir persönlich kann nicht für die einer Schweiz me wann den Album lausren an de Wit schlecht noch gern ich hatte noch nie bei ihr opgeholt dat so wär schon verbogt die Songs zu okay fertig so gepresst und mir verrückt dann sitzen irgendwie klingt Blanket Hill lo op dem Album wie Blanket Hill am im Kopf klingt so an das ist aber geil ne das wäre ja gut dass du sind nicht okay das so wie so weißt du weil bei all den anderen auch die letzten Album fand ich immer cool fand ich noch wirklich cool Songs drauf mir rückblicken du sind natürlich immer so den Dingen oder hat man dat wird bestimmt bei dem Album auch geschwär wird den der Milan du simmert dann herst du bei Sachen so, klingt lo wie die Band am Kopf klingt wie dat so dat hat Spuck an am Anfang wird cool aus also die großen Teil 95% von Songs sind immer von mir de Miguel wird ganz Song geschrieben das halt ja der ist den das komplett von Miguel okay aber cool wäre aber vielleicht noch mehr prononciert wäre wie alles für drunter die Songs sind da wirklich schnell richtig geschlafen gehen
und auch ganz viel wo ich so Miguel geschafft hun wo so klein weißt du, Nuancen wo so, so ja. viel gut op geil gött Ja, und das ich verstehe, was du nicht meinst. unbedingt viel mehr am Anfang ist es cool weil das mir das so viel kommen wie wann zu muss de Miguel noch der Rick war du auch ziemlich involviert derweis wie wenn man den Album so selber produziert hätten also wie Produzent der seht willst du wirklich feier spiel Memmer 2 und dann Ja. so hey, du den Schluss von dem Riff den aus bisschen null Mhm. weil dann von cool aus weil ich dann oft mal denken okay da sind wie cool ich fand der gut ich schreibe nicht nur an der Demo du so wie das mir vielleicht nicht den Dauer oder wer auch Ja, immer ja, ja. für dat dann so krass zu machen oder so cool zu machen wie kein Sinn an dat war wirklich bei dem High Album für praktisch all Songs ich meine, so all Song nach gewirkt ging dann so hey komm ich mal das los Ja, ja, ja. so ein Demo geschickt wir hatten es hat ein Demo und wenn man so okay du hast ein Album nice und dann hast wie wann du so sein Knoschen Auto das war dann Okay, ja. Ja, ja, ja. Drauf gemacht und dann natürlich auch dem Rick sein Style op den Drums Ja. spielt größte Stil mat das viel op den Drums viel man am Metal Ja, ja, also du gesest den Kontrast schon, ja gell? Also, absolut an ich fand aber grad neu ich fand steht der Band gut ich fand das méi direkt das Ja. méi ne ja, ja. nicht so verschnörkelt weil das einfach wirklich straight und ich war auch mam Rick am Studio wo ich Drums opgeholt so, muss einfach knallen Classic Rick. ja der Rick hört absolut verstanden wer das soll sehen dann an dürfen sind es okay dass du die ganzen Hybrid Sachen die dann du Summe kommen die Klänge lummen endlich wirklich so ne, wie man Nein, das so geflasht unified. wird. Ja, ja, ja. Genau Ich verstehe, was du meinst, absolut. Dat heißt du wirklich sau gut raus schmengen wie mehr Lieder kruten wie mehr bis durchgange sinn war natürlich so mehr als direkt gefallen dass wie du gerade gesucht ist dass Drums ich will nicht so manipuliert sinn mir das einfach méi überschaubar an aber verleiert net Sänger Power egal an dem Sinn dann genau an noch dat ich fand dat mischt Lieder generell du meinst du wis so Record wie auch dat war beim Lächten oder auch einer Bands keine Ahnung du hast nie ganzen Album wusste all Song gern hast nee ich mein dat aber strong Contender do viel weil einfach alles irgendwie et ass alles soll radiotauglich auch nicht willen zu sinn das die gewissen ja mir gefällt dat so an dat muss net weiter du geschlafen gehen und das ist aber ja mir geschlafen wie op den echte Blick sich das fand ich ja, klar mit das irgendwie so den Dinge weil ich hatte Gespräch zum Beispiel man Rieke pur weil direkt dann immer zum Beispiel seht oh, ich sind ja nicht so guten Drummer weil Hello Flight oder wie soll ich sagen, dass die wirklich guten Drummer das immer so boah, ich nicht der Mike Portman ich kann nicht ja, okay. ne, oder klar oder ja. an ich sind aber der Meinung dass hier mega guten Drummer ist weil ihr möchte genau der was der Song braucht genau dafür hört den Album also fängt du an wann hier ging wie ein Dölpest du rundrum trommeln da Kind triffst nach so geil sehen wer auch immer das ging das hat nicht die Wirkung nee. Auch von los sein wie sollen der los so oder wie du gesagt hast sein Repertoire Sachen die hier mischt vielleicht Hotel nicht so viel Sachen die hier kann hören wie du ein Drummer den super viel Metal spielt oder ja nee das sind ich mein allen Drummer du hast gut gesehen an only lo dem engen oder dem anderen lo ganz fallen sind alles individuell sau stark Musiker fand ich mich fanden effektiv der Rick passt wie falsch bei Songs die dann noch Martin geschrieben sind dat fand ich auch für dat wie hier zu gesehen eben als den letzte wobeikommmers lo so fest integriert sind dat doch noch rauszeieren ich meine das geil dat heierst du wirklich geil raus weil ich fand dat ist auch dat sich am wichtigsten aus schmengen ich fand dat beste Beispiel ein Band wie AC/DC so pur Drummer Welt unbedingt
mit den du dann halt an dem Kit sitzt, spielt à la base für all Song dieselbe Beat. ja Weißt du keine Hexerei, weil wie einer knallt. ja ja ich knallt verstehe. einfach. Mhm. Aber wenn du dann du kannst natürlich auch so einen achtärmigen Oktopus hier sitzen, den dann ist der. Ja Und da klingt das mega lachhaft. ja an het ging auch deelweis neicht dazu beibringen Nee, mischt nee. da seng Salo dann am Genau. Endeffekt a gëtt neicht sinn Genau. bisssen op de Stil Und ich fallen oder ich hun immer fand, dat wann de Musik muss du schreibst Musik so de Song als dat wichtig mehr wat dem Song denkt mehr wat de Ja. Song braucht ich sind schlecht und dafür witzigerweise fest das bei erste sieht du bist méi affin dafür wenig so progressiv Ja. Musik ich fand du gëtt mehr cool Sachen an ich mein, noch Bands wo man mensch als ans für sind die sie krass die Mhm. sie gut an du as dat progressiv einfach interessant Musik ja me so eng halbe Stunde iwwer enke iwwer Griffbrett wichsen ja wisse ja an sinn ich mega happy an dem sinn mam Album dat ich so dat sind einfach stark Songs so Ja. wann den stin an woch fannnen och van der mat Leiitschwätzen den Album heieren hun och Leute die es kennen Leute die es net kennen so die sind einfach so okay dat du sind nice Songs Ja. du hast Ja, das einfach unzugo fallench das sind das ich finde so ein easy listen mir einfach so das mega einfach zugänglich vielleicht sogar Ja. mehr einfach wie die lascht ja ging ich An- da absolut recht an ich fand dat mischt vielleicht so gut Bandlo nei aus ich meinen Mhm. geht ein Album oder dabei sind Release war top war auch gut gefüllt Safe. an du hast natürlich auch dann froh gi man nach ein bisschen op Tour Kleinigkeiten ich mein du hast an den River 2024 Mhm. do Ja. da könnt ihr wahrscheinlich noch ein bisschen Apps Ja. da das dann auch cool für dann Band live zu gesinn mat den Songs wohin gefallen ne Ja. an sie dann noch méi bock hun ich mein klar dat ich war selber mir war ja op der Release an Mhm. dat huet geknallt gell also Ja. als Song as Statement menglich fir Blanketil méi wie bislo all andere Song Ja, ging ich da rasch. Ich fand, wir hatten, von der Stelle mal zu gucken, immer so vereinzelt Songs, die du wirklich so den, so was du so weißt, mir haben immer gedacht, du Defcon 1, dass du Blanket Ja. geht. Ja. Das weißt du, das ist ein Hit, mir geht an lo, wo ich den Album so höre, sind ich so, okay, praktisch all Track aus dem Defcon 1. Für mich muss ich nicht ja méchen noch sower also wann lo drüber gin klo brasswerdigt ass den Hummer gell dann hast den Agrosong 3000 gell ja. Den kann er so intentional gewesen. voilà. an dann ist natürlich Rouge Charlotte Mama One gell Ja. fand man weg schwéier a Favorite raus zu sich gell wann lo mis Favorite sich Aber das fand ich auch cool. so méi cool wann de so krampe ich mein, wir hatten die Diskussion ja. Man Pi geschwert man dann we Genau. das schwéier fir sech en E-Song rauszusichen an zum Deel so ja die lechte Song fand ichfle sogar am stärkste Ja. weil denn Das bei der Band doch so, gell. Ich meine von euch von verschiedenen andere Song am coolsten. Das nicht, weil die anderen Songs null sind. Weil ich fand das oft, wenn du mal so ein Album lernst, also da findet egal, was für eine Band ist, okay, du hast einen Track. Und der Rest ist so Beigeschmack, da können wir, ich weiß nicht, eine CD für 15 Euro verkaufen und nicht eine Single Ja. für 3. ja Dafür haben wir nur eine Apps zusammengewurschtelt. Und weil dafür ich generell schon ich bin noch happy wenn die Leute sind sie mit denen aber auch nice und an denen aber Ja. auch wirklich gut und ich bin immer was findest du denn am besten das ist egal wirklich mir gefällt dir vielleicht gut mir wieso schon die sind auch von euch ja habt das den das ist den das pickt ja wo egent Appppes mat der mëcht voilà. Und wenn du dich nicht dezidieren kannst noch besser also Ja. die sind alle so geil du musst den an enkel lästre den da gin den enkel lästre dat sie 0,006 Cent für Eis also sind nicht happy Klar. Spotify Face Spotify Base, das ist richtig ja
Ja, war doch eben nice, dass das ja vielleicht auch der Record, wo am meiste Collaborations drop sind bis Ja, date gell. ja. Marwan definitely an Overpower an View from View from the Soyuz, ja. View from the Size genau Ja, an die auch alle guten unterschiedlich wusste du denkst okay du hast verschiedene Millionen hältst du da du Safe. leid dabei Marwan Chlor geil dat die wissen genau was der möchte geil also ja, absolut, absolut. Also größte Schade in der Mar, wirklich auch ein Dude, den von Anfang an so die Band getrackt wird. mhm. Ich meine, also schon auch schon mal als mit dem Schwert, ich meine schon so kleine Background, so auch für Hardcore. Ja wir kennen also. Voilà. Voilà. Mir nicht die Band kasch getrackt, ich war so okay, ich gesehen, um was es geht, so der Spirit aus meinem Sache, haben mir schon lange viel drohen, so angefangen zu schnussen, weißt du mal, du bist Support hin und her. Ich war immer irgendwie so, wir müssen einen Contract mal machen. Wir müssen und wir hatten last Jahr auch mal einen Homie von mir, am Senior, der ein ultra krasser Rapper aus, Lützburger Rapper. Ein Track gemacht, der bei ihm rausgekommen ist, das war ein bisschen, das ist mehr so Rap-Song gewesen, wo man so ein bisschen einen Metal-Beat, ein bisschen Verse gerappt an der Szene auch. Und so bei mir war man so, okay, das muss so hin Track die Musik gewesen, weil es geht, ihr wisst, so, das wird ein Impact von einem Text das, aber wo man dünn da schaut hat, so, das wäre richtig krass. Und ich habe auch mehr Bock. Aber genauso bei all denen anderen, so entweder so eine persönliche Connection, wie du Overpower, weil man den zweimal auf Tour, View from the Soyuz, haben wir an Japan kennengelernt, wir haben hier Record Release am Anfang zu Tokio gespielt. Ja, das hat die auch schon im Mount hast. Ja, am Anfang musst du das einfach mal so Random droppen, voilà. Und da waren wir auch so, ich fand zum Beispiel, also den Master singen, der Partisan macht, also für mich ist das so mega Metalcore-Song. Ich finde ihn auch mega gerne, das ist so mega Metalcore. Ja, du hast definitiv Metalcore-Vibes, ja. Voilà, und für die Leute, die View from the Soyuz nicht kennen, das ist halt wirklich so Early 2000s Metalcore, aber abgeschwitzt gedreht. Du kannst nicht mehr 2003 Metalcore machen. Probieren. Ja, das SLA Dying an all die groß bisschen zu Summe gemischt an er war irgendwo so am Hintergrund also die typisch Hardcore oder wo da nicht könnt lastlos weil der zieht einfach dir geil genau. Und dann hat man auch für Brassverdict singt The Mike Low by Death Lane wo Olo geschwind fängt mit Releasen und Spielen von Falling Promises oder ein Lützburger Legende. Ich bin absolut gespannt was den am Mann geil. Das geht krass, also schon viel höher noch der Philipp nicht jetzt so bei Sharpshooter und hier weiß es immer ein bisschen, es gibt ein Geschenk Botner auf her. Also, nice. Das geht richtig cool. Und wir machen okay, das ist einfach ein richtig agro-Song, wir brauchen einen, der richtig krank agro-Vocals möchte. Ja. Das ist der Mike, wir kennen uns seit 15 Jahren. Und dann, ich fand das doch mega cool, wenn du kannst andere Artisten so auf den Songs hören und die können dann etwas beitragen. So ein bisschen Salz, was du nicht tust. Ja, genau. Gibt eine Band auch, die ich immens cool fand, die ist Pain of Truth. Das ist eine Ami-Hardcore-Band. Und die haben wirklich so Gimmick, die haben ein Feature praktisch als Song. Und das geht da von Freddie Madball bis 200 Step Wounds, weißt du? Also wirklich ein ganzes Spektrum. Das mehr traditionellen Hardcore so nicht immer. Ich fand das cool. Du warst immer so, okay, was möchtest du um Song? Also funktionieren alle ernst, das, ne? Und ich fand, das möchte auch bei den spezifischen Collabs, die du hier im Record hast, sind sie auch all unterschiedlich und einfach drohen sie all, wie du siehst, die gewisse Preis, die. Ja. Ich will nicht so, wo Blanke Till nicht tut, aber die kleine Überraschung. Also ich hatte ja wie gesagt mir Songs 4 und hören und da war ich nicht dran dass zum Beispiel der Mar oder eben Mike von Death Lane da dabei sonst wäre Moment das ist nicht ein David das kann nicht sein ja genau also wir probieren und du schon viel also ich bin noch froh dem Miguel hat ja auch Vocal Chops in Album zum Beispiel im Age Song das Statement of Intent also Death Metal Growl ob das der Miguel ist der Miguel
an ich bin am Anfang schon happy, dass mir zwei zusammen so ein relativ groß Palette können aufdecken und Sounds natürlich auch schon mein Vocalstyle an den Aswin aus. Ja. Mir das schon cool, mir ist so mal oft so, ich kann nicht sagen wie der Mike zum Beispiel. Ich bin noch ehrlich, so kein Bock da zu lernen. Ja. Das nicht, das muss auch vom Herzen kommen, wenn das nicht Ding stimmen ist, dann ist das okay. Genau, also ich meine, schon meinen ersten richtigen Kurs, also wenn du nicht los so im Schulfest oder so Blödsinn. Ja. Die Summen mit Falling Promises gespielt, an wirklich schwer. Und der Mike hat da schon die Vocals gemacht. Krass. Und du waren wir all, aber Mike ist ein bisschen mehr, wie ich meine, ich war so 12, 13, da immer, keine Ahnung, so 2008 da immer oder so. Mit Good Revelation am wirklich schwer. Legendär Band. Ja. An als du kennengelernt an de Mike war durch schon so an den Vocals dran wollt die man kommt durch schon wie werd du nicht 100.000 YouTube Video geguckt wie how to do proper growl oder ich sehe an dem sind blanke Zielen Sternen dass mir hatten einen Sänger an eine andere Band oder eine andere Band gewirrscht wo der nämlich so gewollt dann ich weiß wie der Mensch wisst du schon so gut so ganz andere Werdegang und da sind ich so okay ich kann der nicht und ich will der doch nicht so half man ich habe ja auch Kind 2 Monate lang so Video gucken das wäre schon nicht so bei rauskommen der Mike ist der Guide dafür und das auch weißt du da ist ein Connection und so ich freue mich von dem so so. Wie gesagt das heierst du dann noch raus die ganzen Aspekt von Know-how dann ja genau so, den ich nicht tun und das wie nicht jeder kann alles nee. Ich fand dafür gerade so cool wenn du ein Connection hast mit Leuten die das können es schon wichtig weiß für das Spiel umzusehen da können du irgendwann raus das ist ein englisch Death Metal Band du musst für Feature gefreut weil die sind die ganze Zeit so wisst du und die werden so mir feiern die Band und du können die war gut kannst du dabei einen Track sagen so nice. Das dann auch funny, weil das so richtig wie soll ich so modernen Death Metal halt also ganz low growth die ganze Zeit da können so paar Mecker kommen nicht du hast Gewehr abgeführt das hatte sie wahrscheinlich nicht so im Song und das fand ich so cool dass man das dann merken können aber nur jedenfalls Leute die Scheuklappen in der Logier fanden dass der Mare Part Rap dann wärmer nie für die Leute voilà. ich mein, das sowieso den nicht nur das Statement als Musiker mir auch natürlich wie sieht der Pidemer Metalheads sind die größten sind die wo Metal am manste gern hun das auch absolut wo an schmengen du könnt dann die groß froh alter geheiert Hardcore zu der Metal sehen ja absolut an noch nicht mehr also wichtig also nicht scheißegal ich meine mischt sowieso sing 10 an der Tisch nicht dass das kann zur Summe funktionieren und das gesagt der weg mega gut mit den Collabs geil und ich fand nicht noch jetzt wird mich ein bisschen schon so muss sind kann Rocker und ich weiß nicht war schon hat ich hatte nicht schwarz so Gottes Willen ja und wahrscheinlich sogar es ziemlich farbiges weil ich also schon voll keine Ahnung ultra Death Metal Shirt und mehr den da halt nicht ja dann hast das so geil Folien NRW an den Schwengen die werden dann einfach so der das nicht mega wisst du mega true mega so die sieht so penibel einfach ja das ist schon peinlich peinlich einfach ich fand zum Beispiel immer wenn ich so viele Bands die low weg schon kommen sind die low gesigned gehen die alles aufrappen das sind alles Hardcore Leute die low einer Genre von Musik machen die kommen erst erzählen das sind ne und das sind so die tracken die Musik so die wissen was wichtig ist die wissen was drauf könnt am für der ist gut kein Problem der zu vereinigen du kannst einen Hardcore
Person sehen und du kannst ein Death Metal Band können. Ja. Und du all die 200 Stab Wounds, Songi Sugarbook, das sind alles Hardcore-Leute, die an Hardcore-Bands werden. Du Power Trip, Leute, man Roy, die verstören, das geht ein bisschen schwierig, die Pantera-Tour, so, fand ich ein bisschen, ja, die kommen alle aus der 10 und umgedreht, dass das dann einfach immer ein bisschen so, oh nee. Ja, ich meine sowieso es gibt kein Genre von Musik wo auch punkto Dresscode méi penibel ist wie dat heute gell also Metal scheißegal ja. Et muss dat sinn ich fand jetzt einfach du kannst ja dat fand ich so ein zweischneidiges Schwert so, weil Metal sich ganz oft als etwas durchstellt, so mega open ist. Wir sind Jidrik, Fentei, ja. Es schon die nicht am Metal von. Es schon die Punk, Hardcore. Und ich muss so am Anfang frisch, also wenn du so wirklich punky Hardcore-Bands hörst oder Punk, das wäre wo ich jung war, nicht unbedingt meine Musik. Aber ich die lebe auf die Shows gegangen, ich schon den Kontinu von der Lyrics oder so, méi gefehlt an es gut nie en dummt an weißt du von ir ja. Aber wann du dann einfach so Metal löst du derst net die falsch Bands cool fallen ja dat ist ustrengend weißt du was akzeptiert wann du denen Normen so krass entsprichst an net den am Dippe geheine das ja Quatsch wie soll ich so du hast an der 10 noch immer relativ viel Toleranz also Black Metal von irgendwie cringe. Cringe. Das cringe. Ja, das auch so. Wusch mal das ist so allen was musst du man du bist nicht den Satanic Warmaster 666 was du Steve du schaust auf der Tankstelle und du rockst gerne mit den Homies weißt du ja mit der darf wissen ja keine Ahnung man wenn dann da irgendein so ein In Flames Shirt die sind ja nämlich cool die sind ja die sind die sind aus der cool Hallen wie warst du da den Band klingt wie ein Zug an nicht am gute Sinn weißt ja in den Gleis mit das du siehst dat effektiv wat schmenge du schwatzt immer auch für drehen de schon so Situationen hat beim Konzer war den keine Ahnung das war ich wusste einfach mal mat Leute willst an natürlich als Musik immer ein Thema wusste kannst viel ja schwätzen an dann könnt halt die famös vor weißt du so wat lauscherst du dann an schon immer gemengt so wie du da doch gerade beschrieben hast so da siehst du wow, weißt du so ja schon halt schon nicht alles ge an da siehst du aber nicht spezifisch ja okay Metal und dann wann den anderen da seht ja cool ist auch an da könnt dann die Frau ja wat lauscherst du dann so an dann hast mich von so okay wat soll du für dem den Gespräch zu entkommen weil ich kein Gespräch schon gell das ziemlich bei ist dann ziemlich limitiert selber Schallklappen und obwohl ja und ich meine gesagt auch noch immer zu Lützeburg muss ich sagen obwohl aber so klängers geil so snobby Land an denen ein bisschen schon ja bei der Stadt irgendwie also als Devis für Blank Tillers komm sie findest du Boss du bist an dem Umbrella von der Band und wir sind bei weitem kein großes Band wir sind ein Lützburger Hardcore Band also mein Niche geht nicht mehr ich fand immer der limitierte Plattform hun mir probieren zu advocaten natürlich ich kann sich selber sehen und soll sich selber sehen es schon aber ganz oft gefehlt dass der so komisch geguckt ist wann du schon nimmer die falsche Bandshirt oder die falschen wie soll ich denn schon so viel Diskussionen weil ich like Metal like Hardcore noch mehr das ich meine all der oder ich like noch Hip-Hop ich like noch Techno ich like noch Musik ich like noch cringe Metal Bands und ich fand in 1 Milliard Metal Bands cringe wie wenn du dir gut findest enjoy weil ich sind zum Beispiel so mit live Nightwish fand ich ultra krass und ich weiß dass ich den Rick ein Kommando bekannt geschläft weil voll kein Matt mal go wird ja auch voll okay und ich bin den Rick Matt gespielt und der Rick war so ja
war cool, weil er nicht so für mich. Sie hatte Pyro, das war flott. Aber schon die war aufgefeiert. Und ich sehe so, okay, das ist ja voll okay. Les goûts et les couleurs, ne? Aber ich hätte da okay, weil die Nightwish schön. Ja. Du spielst in einer Lützburger Black Metal Band und du kannst den auf dein Konzert. Also, schätze ich mal glücklich, dass die überhaupt nicht können, weißt du? Ja. Und das fand ich ultra schwierig. Ich finde schon mal so von Leuten, weiß auch, da release du sie Leute, die kannst du dann mal angucken, die kann vielleicht auch noch nicht so viel. Das ist ja ein Journey für jeden. Ma ja. Du hast keine Ahnung, was geschieht, auch als Gast, nicht? Ob es ein Release gibt oder ein normales Konzert, das ist immer ein unexpected Things oder an so a Chain of Events, wo du sowieso nicht kannst du ändern. Und ich meine, du und Leute Probleme hat. De Fett, dass sie gehen zu Schienen, so werden sie starten, wenn sie das nicht kriegen, dann anstatt einfach zu gehen, weißt du, dann setzen sie dann einfach nur zu motzen. Oder. Das ist so streng, gell? Nee, an der das mein Problem, den ich für mich auch natürlich Menge, wenn du 20 Jahre an einem anderen Land, an einer lokaler Szene involviert bist, wirst du wahrscheinlich auch Sachen, die da auffallen. Aber ich fand ganz oft die Leute mengen, heute zu Lützburg, sie gingen irgendwas verdingen. Weißt du? Ja. Und das ist nicht just hier Metal. Ich weiß, ich war mal mit meinem Pop, schon ein bisschen hier, den Neil Young gucken. Mein Papa ist ein riesen Neil Young-Fan. Ich bei Proxy auch, weil ich glaube, du malträtiert als kann. Ja, das pfieft, gell? Ne? Und ich fand das schlecht die Menschen gerne. Wir werden die gucken und hinhört, nur zwar pure Hits gespielt. Wir haben aber nicht Best of gespielt, weißt du so. Und du sie Leute, die uns da drüber abgewischt. Und ich war so, allen, lass den Dude doch spielen, was du Bock hast. Na ja. Wenn du willst Greatest Hits hören, dann lässt der CD am Auto, dann lässt der CD, voilà. Ja. Anstatt sich mal auf etwas anzulösen, sobald du etwas muss, was nicht zu dem expected Pattern folgt, dann ist es schwierig. Ja, das ändert immer mehr interessant von. Natürlich, wenn du AC/DC gucken gehst, was du okay, cool, sie spielen Highway to Hell, yeah, nice, weißt du, in so etwas. Aber ich bin zum Beispiel ein riesen Metallica-Fan. Ja. Und wenn ich Metallica gucke, ich hoffe, sie spielen nie etwas, was sie nie spielen. Der Song, den. Ja, aber das ist auch wahrscheinlich schon unmöglich. Ja. Aber ja, doch, du hoffst aber, dass gewisse Songs spielen, das ist richtig. Interessant ist, dass etwas geschieht. Und ich fand es mehr schön, dass Leute nicht so openfläit sind. Ich will nicht für jeden schwätzen, sind viele Leute, die auch, wenn ich da auf Blanket Hill beziehen, die Blanket Hill supporten, die auf Shows kommen, wo ich weiß, dass das nicht hier ein Bread and Butter ist, mit die irgendwie gefallen in der Band von, die vielleicht auch sonst gar keine Berührungspunkte mit Hardcore haben oder irgendwas, mit die das nice fanden und das fand ich mehr cool. Ja. Mir sind auch ganz viele Leute, die teilweise aus Prinzip auflehnen, noch immer. Das sind die mit den Kappen. Weißt du, so in dem Stil. Ultra borniert. Ja. Ich gehe auch nicht um einen Cannibal-Korps schon. Ich sehe, du hast die lange Haare, mega eklig. Ja. Ja, da bleibt doch heim, Alter, mit. Ja, genau. Ja, bloß die anderen etwas entdecken oder einfach Spaß tun, keine Ahnung. Und dann, es könnte mir eins so viel, wie Leute mengen, sie ihre Geburt gehen, an dem sie irgendeine weird Band von tun, die kein Mensch kann, dass sie sind die coolsten, weil sie die Lokalen und du nicht. Und ich denke mal, du hast auch Maiden gelauscht an all die großen Aushängeschilder. Und wenn du heutzutage auf ein Konzert gehst und du hast junge Menschen von 15, 16 Jahren, die so, wie ich, die Electric Callboy Sachen und das ist nicht meine Musik. Ja, die sind mega successful. Ja. Die berühren mega viele Leute. Auch für viele Leute wird das eine Band sein, mit der sie eine ganze Welt entdecken. Ein ganzes Genre, an dem sie sich selber können exploren. Und dann wahrscheinlich sind die dann noch so, weißt du, für rund 10 Jahre, du hast eine Stadt gelöscht. Mega cringe, aber nee. Ja, das war zu deiner musikalischen Entwicklung. Voilà. Persönlich geht zum Teil dann noch, gell? Absolut. Und das ist echt Negatives. Ja. So, ja. Du musst nicht immer so die cool Antwort gehen oder den, wie soll ich sagen, den truest, den Underground-Shit. Nimm für, dass du den
dat Mir so den Nerv Paul schwärmten heute. das kücki Stress weil dafür sind wir ja Episode hei 1 von Comedy. Voilà. Comedy Rand mat Blanket Hillen Ken noch Genau. ich kann zwar kein lo Hardcore Songs schreiben méi ken den Apps basteln Ja, ne? schon Ideen Scheiße ne wann nach verschiedene Spruchen vielleicht sogar op Indisch oder so wie weiß. Universal verständlich. Und, wenn man schon von anderen Spruche schwätzen dann Ja. hat net lo do wenn aber zyklisch melodisch an geduet fertig wollt so wann ich de Cover gucken Ja. wat ass beim Cover wat wéi ass de Cover entstane weil et awer net unbedingt den Aushängeschild fir blanke Till wär wie werde ich aber mir lang gucken weil et méi Messages huet wie ich mengen ass dat intended a wann as eng gëtt eng Story wat tut er dem Dude gesot beim oder also Ma ich muss dich enttäuschen das eng Frau die Cover gemacht net enttäuschen das so besser voilà. Das ist ein Künstlerin ich ging just sehr mein Handy fuchtelen für dat kann gucken dat das ein ganz talentiert letzte Künstlerin dann die von der einer menina.kamerade auf Instagram und dann mischt ganz viel so Kalligraphie geschehen ja also all die Schriftzug ganz viel so Collage geschehen und wie das ich hun irgendwann ein so ein Insta Rabbit Hole Dinge gehört wo ich einfach über sein Profil kommen sind und schon ultra cool fand und du nicht Profil mir fand so nice und schließt bis heute schmengen wer bei einer Bekannten was ihr Schnaps gedeelt hat von ihm ich meine es gut war Dunja gute Laune Tattoo Shoutout mich ganz cool Sachen cool Tats cool Studio Mensch ich muss da drin vorne so sing Artistik Dinge du hast mir irgendwie so hängen geblieben Stadt Gesicht und schon wirklich Leute gefroht wo ich so gedurcht vielleicht wird bei denen vielleicht von der von ihm ja. Ich war so ich sehe nicht und du drin vorne da war ich direkt so okay Screenshot von mir schon die Junge geschickt ich war so ich feiere nicht du gesagt einfach geil aus so das spricht mich soll man immer checken ob hat Bock hat ein Artwork zum Beispiel weil ich mir hat no die wisst du so Dan Seagrave mäßig so ein so 90s entombed-mäßige Cover ja mega ja weißt du so in die Richtung zu gehen und du mal dem anderen geschrieben mit dem Träger nicht schon als Team getroffen noch persönlich altmäß gute Vibe gehabt man oft Mensch an der Kulturfabrik am Rateloch du bisschen denken bisschen so über alles schwarze an de Prozess vom Artwork war schon ihm einfach die komplett Lyrics geschickt ich weiß du hast den Titel vom Album sind Lyrics okay nice Approach krass dann war dat ähnlich oder wurde verschieden wird der Feiersteck wann du bisschen durchspielst gesagt die einer okay. Am Booklet mensch han drohen sind also anderer he an do findst du also collage direkt mengen wird auch dat Bild vom Menschkin Druck kommen scheine sind Italiener wo ihr in den Kabo aufgepasst kriegt Mensch also Gott nee das nicht den also ein düster Bild das relativ mit der Klag den mengste weiß man direkt wer das ja die zwei Seiten sie von ihm und dann Handel Album also den ja da, okay ja doch der toten da kann ich weiß was du meinst ja das den ach das irgendein Gottheit für die Männer ja ich meine so gesehen also der Cover of Base ja ich weiß auch noch nicht mit das bekannt Bild ja den Dingen hast du das gesagt ja mal gesagt ich meine das soll sogar am Anfang 4 drauf sind und nicht ändert damit Farben ich muss so ich war so jüngst kommen nicht du das farblich nach mir krass weil du sich mir not just gefroht front der back zu machen und Bank hat der Feier Collage und dem Ding und irgendwie wenn man so ja das ist voll da du ist auch 4 Drop die both schmengen das ein relativ bekannte Foto
witcherweis auch de Cover vun senger early Punk Crust hardcore mescher Band die Dystopia hecht den Album mat der Foto als Cover Okay. witcherweis dat ass der mega Meter irgendwéi weil dann dat och witcherweis net wos net dann huet go neicht mat hardcore an dem sinn Hut net do hem gin Agnostik von Troberhof an Schwein hat einfach so den Album war kasch gecheckt weil auch gespannt du an dem jungen singen du geseist viel dass Sänger Kriegssituation mensch die Foto und so mega aus so kräftig irgendwie das also so wie den Titel so wie Songs das auch im anfress also dann der Cover wie man gesehen hun für dich war schon so okay ist der Cover ich war ein bisschen auffeiert weil du da du erwartst da einen klassischen Hardcore Cover aber an dann okay da guckst du ein bisschen den Content an so Welt geht dann the Message und dann so ja okay ich verstehe du hast die gewissen the courage as fort mit hopelessness nach do der ist schon repräsentiert auch an der Farben eben der Stadt dat dunkelrot dat crimson red und dann voilà. ja dat also an dat wie an schon doch viele ich kann net wieso so ich fand viel geil wann nach een anderen Apps du zo beidreht so ich kein net den du so micromanagen an dem da so du musst nur genau der du so den Dingen ich fand das viel interessant und ich fand das auch so nach die visuelle Repräsentation des Snaps ganz ähnlich und die kann ich an dem Sinne nicht so gut ich meine die Musikdingen an die Lyrics-Dingen und dann als ein Künstlerin die visuell schafft aber wenn du dann so persönliche Lehrer hast und du suchst Leute die sie so nee du musst mal so so kann nicht nee bei ihm also wirklich so ja okay I get it let's go check mal Demo und check mal Lyrics ich basteln Apps das hat wirklich super gemacht also ein ganz leben Mensch einfach und ich fand doch cool dass war Bands man ich bin zum Beispiel riesen Fan von Artwork von der neuer Kratonplot den mat den Island von ultra cool auch unerwart geil war so voll aus so kräftig geil einfach cool der so ein mir mal net de Stereotypen das Metal in de Panzer oder schwes net wert an einfach geil von ich muss auch so krat von aller Lieblingsletzte bei Band schon eng ultra gut Band einfach Bolt thrower Vibes definitiv bist schon voilà, bis Melodie bis sad wo ich Cover gesehen wärst du genau de Fehlfeier und die Band so, muss net ausgesehen wie den 300. Death Metal Cover den klar an dat fand ich cool an vielleicht was so alles das einfach flott zu gucken du kannst viel do sicher go an dafür sich auch mega happy gemacht das ist natürlich schon nicht die Idee was du ein T-Shirt viel schmengen du genug Merch schmengen wir sind Merch Kings absolut ja du möchtest als Kind du mal logisch schon aber Schlussstrich muss nach trotzdem wem se Idee wäre de famose Sticker ja de Buffalo ja das du durchchen Stern also mir gesinn als so ganz so privat mir sind oft gut gelaunt an löschte schon erwe so mal an bradlen da noch viel an irgendwie aus der dünn en Stern schmengen op irgendeiner Prof oder op irgendeiner Tour wo der Gehir just nach Breier die nicht ne an schmenge wahrscheinlich für den nur enger den eng der gern schon Kopf pass op christ gleich eng Bo gern wis okay an so als Running Gag etabliert an ich muss so och do schon de größte 4 die mein Bruder mich auch viel kon mein Bruder mich von Mode mein Bruder hat den ganzen Artwork von The Courage of Hopelessness gemacht okay nice.
ganz talentiert, die mich echt Kleider in der Liebe von der dat op Instagram an du super talentiert mein Bruder aber gedeelt ich kann halt wat cool ist, ich kann mein Bruder immer rufen an mein Bruder so Photoshop Skills und ich so hi, weißt du, weil er steht 100 Euro ist Bock weißt du, so, ja was ich und ich das so erklärt an hin er doch mega witzig fand und ich war mir so okay komm mir mal nicht so Detail ein Buffer op Sabbe immer 1312 Kilo eingehend flicken in sehen bisschen antifer bist du wissen sie den Messaging aber von der Band aber man einen Zwink an den Auge an wo man die gedroppt Leute fallen also den hast zu krass legal das ist so schlimm ich fand aber cool weil schon voll cool fand steht praktisch nirgends auf dem Sticker blanket ich mein, steht ja nee wann ganz klein mengen ja irgendwie also okay kommen wir einfach witsche Sticker den nach immer so de Messaging von der Band behält und etwa das wichtig mir all die Leute die das kennen wissen wir sind auch löschte AW wir sind alle nicht Bier ernst die ganzen Zeit ja schon einfach nice dat Leute irgendwie feieren und das Apps so du hast Möglichkeit irgendwie so engem sing attention zu graben da Maps interessant Maps cool ist so ich schon so sagen ich kann so oder so Logo T-Shirt ich kann nicht ja I don't know das mega für mich ist das boring ich kann Leute die müssen ein Logo schalten die kann noch just Logo schalten das ist voll okay ja. Mein Dingen also nicht also bei dem Sticker wenn man so wir mussten den mehr da immer so aussagekräftig mir noch den always antifaschist Sticker wo in Nazi dort geklappt wird mir gute Morddrohungen an Ungarn wenn es dem Sticker fuck it, weißt du, dann hast du so. Das ist egal dafür ja. Da das an dem Kontakt definitiv nicht egal genau und das heißt wichtig die visuelle Repräsentation von der Band also schon richtig also schon so gewissen Vibe und auch vom Merch auch von Hi und Du an schmengen irgendwie die Buffalo ganz Sticker passt du dir gut super als Menschen das alles bisschen funny soll auch funny sehen aber dann aber echt gut dann also doch echt ja coole Kontrast zu ihrem rechtlichen Optionen ja also da definitiv also sind noch Leute die werden mir brauchen ein T-Shirt nichts vorgewirrscht also genug Leute kaufen safe also ich gehe schon davon ausgehen ich meine da muss irgendwo wie du siehst da muss der Logo aber irgendwo bist du mir groß drauf sehen ja wir sind viel was also denn so ein EMP weißt du ja genau EMP funny Shirt gell ich trage schwarz bis es was dunkleres geht ja genau genau so schön ja die Hunde immer noch also ich und ich hoffe wir kriegen irgendwie hin Müller Merch Design am Patio aber wir müssen aber gucken wir wollen doch kein Face Triple mit das super Jump Design okay ich meine das wäre immer cool mais natürlich ist das ein letzter Koryphäe de super Jam ja das den Held gell den voilà. Delikat eben und wir probieren dann auch müssen das irgendwie vielleicht als nie setzen mit den Leuten ich weiß auch nicht wen der malt aber wer das genau aus aber du kannst etwas Cooles machen vielleicht können wir so ein Charity-Shirt draus machen weißt du irgendwie so erzählen ja. Mit dem Design Hummer und wenn man es nächstes gesehen da weiß ich schon Design ist gespannt ja das schon important natürlich also der Merch wird immer cool bleiben wir werden nie schille Merch mehr das fand ich gut ich fand du geht weil wie du siehst effektiv zu viel verloren an zumindest bei denen bei ganz viele große Bands du hast weißt du, so billig echt mal billige Print mega dick du drehst gefillte 5 Sekunden und du schwst nonstop fand ich eben an effektiv an der Hardcore 10 aus der bisschen Mann der Fall du kannst schon mal Gag Gag den hast dann einfach auch cool und der passt dann auch bei Persönlichkeit von der Band und in dem Fall auch dann bei Blanket Hill eben das soll ja irgendwie ich fand nicht immer schon bedeutenswert wir sind kein großes Band wir sind wie soll ich so eng vu viele nicht unbedingt musikalisch natürlich mir behaupten als du bist bei diesen Dinge
in the grand scheme of things weißt du, wir sind Ja. 1 Milliard wert. Richtig. Aber wenn Ja, ich klar. decidiert als 20 Euro zu gehen, sie wird für ein Shirt kommen, sie wird für Shirt, sie wird für was auch immer. So, ich sind der sehr dankbar. Also ich kann nicht auf Tour gehen, ich kann nicht auf fremden Länder reisen, mit Leuten in Kontakt kommen. Ja, ja, ja. Man Bock darauf hat. Dann ist es schon wichtig, dass die Sachen noch anständig sind, dass die coolen Designers, dass das etwas ist, was du willst umtun. Mhm. Du wusstest, okay, das ist cool und das, wie du siehst, das ist schon auch oft bei größeren Bands nicht so, was für Rolling aus der Teil geprintet, das fällt an der Ja. Luft also nähen, weißt du. Ja, ja, ja. Du Wäsche, ja, da kannst du Wäsche gehen, gell? Voilà, da müsste neu durch für den Spul dreschen zu machen, weißt du. Mehr, okay, cool Shirt. Ja. Und ich fand das schon wichtig und ich like noch immer so tongue-in-cheek Sachen, die weiß. Könnt dann immer, mir meine Film mit Stickern, doch ich die ganze Zeit uns denken, wie die Band, die ich meine, die Golfnecke, das ist ein Ami-Hardcore-Band. Und die hatte so Shirt irgendwie, die sind nie überfallen, mit HD von hinten ein Clark dabei. Ne? Also, Okay. American, right, ne? Und die hatten wirklich dünne Shirt aus der Situation gemacht. Also, sie sind überfallen gehen, aber sie hatten einen Clark und dafür sie sind nicht überfallen gehen. Okay. Und sie hatten die nicht so Shirt, weißt du, so, komm bei uns und dann, weißt du, get a gun pulled on you. Weißt du, Okay. Und das war aber dick der Renner und der Shirt war auch immer witzig. Das ist natürlich eine mies Situation als Band, wenn es die Folge ist, wenn es dann eine Van gebracht kriegst. Jeder, den das lang möchte, hat schon so Situationen. Da kannst du darüber schmunzeln. Und ich fand das mega cool, wie so ein Blanket Hill. Ja. Ja. Ja, das ist nicht falsch. Ich meine, okay, für einen kleinen Klammer ab, war das mein Fehler am Eau Rouge Shirt gewollt? Muss ich so, also mir roten die Leute, die Shirts zu kaufen, nicht die richtigen Sammlerstecker. Das ist ein Tippfehler dran, weil ich auch muss so, mir hat mal ein Homie von uns gemacht, den Elliot, den lebt in der Crime mit K auf Instagram. Mit ganz viel so Illustrationsgeschirr, auch ganz viel so politische Illustrationen, was wirklich cool ist, ganz engagierten Tipp. Ich meine, 2016 in England gespielt, mir bei ihm gepennt und ein bisschen Kontakt gehabt. Also. Und den Dingen, das sind aus Engländer. Und ich meine, hier wird wahrscheinlich automatisch als Rouge Rogue gemacht. Und wir haben, wo man den Design zurückgeht, weil natürlich, du schickst da dran drin, also hey, wenn du den Design kriegst, ist das cool für jeden. Ja. Also, ich meine, ich weiß nicht, gibt so einen Effekt, dass bei Gehirn automatisch die Sachen auf die richtige Platz kriegt. Ja. Und ich meine, weil wir all wussten, dass der Song Eau Rouge heißt. Ja, du hast ja echt 2 Buchstaben gelesen, da war okay. Ja, was, ja, ist ja gut gesagt, ja cool aus. Und ich meine, hier wird dann automatisch selber, hier kann vielleicht Wort Rouge nicht mehr Rogue. Ja. Dann hat er da drauf getippt. Aber wir haben es nicht gemerkt, ich muss dazu sagen, ob der Show, also ob der Release-Show, als in die Bäume kam, war so, ist das Express? Das war so aber geil, ne? Also, das ist aber ein bisschen remarkable an dem Sinn, weil ich musste auch so, als ich noch mal am Shirt hingegangen und am Auto so, bist du so geguckt und so, Moment, ich schon CD geguckt, das ist ja aber nicht Rogue, Voilà. Und dann, geil, und dann geguckt, nee, das wäre gewollt, und ich mir schon voll den Film gemacht, so, Rogue, Wasser, was sich durch Bosch mischt, keine Ahnung, so Scheiß, gell. Ich kennt natürlich so, es wäre gewollt, das alles. Nee, das ist wirklich ein Mishap on so many levels, mit welcher Kiffen als Rose, wir werden versuchen. Ich fand cool. Das ist schon mal gut, das kann nicht sein. Ich habe schon noch nicht nur gefroht, aber dafür nicht profitiert von der Occasion, weißt du. Und das war, keine Ahnung, auch das beweist dann anderen den gewissen Charme, wo dir irgendwie rüberbringt, sogar mal Tippfehler. Das wirklich, also ich fand es am Anfang so cool, weil du kein gesehen, wie die Shirts kriegt. Ja, der hat sie lange am Vierfeld wahrscheinlich auch, gell? Voilà, wir haben Fotos damit gemacht, weißt du, wir waren, ich meine, dafür in der Release, wenn wir so, komm, wir posten den neuen Merch, wir haben cool Fotos. Der Philipp war noch. Ja, der Philipp war dabei, ja, effektiv. Voilà. Ich erinnere mich an ein Foto, hier noch der Rick, gell, so. Genau, ja. Ich meine, ein bisschen Promo, so, wissen die Leute, wissen, was für ein neues Shirts mal holen, also, wenn die Fotos, jeder Rekrut wissen, jeder nicht sein Shirt, weil, will das Shirt, ja. Cool, nice Print.
Seit gar kein mit Apps gesehen. Kein. Dat möchte ich shirt na méi remarkable irgendwie Also dat gin vielleicht mehr auch wenn man zweit oplech mehr mir los nicht dann einfach. At this point wir wat net voilà. Das lo O-Rogue ich muss nur mal als O-Rogue usen also nee das funny also wat ich auf jeden Fall Leiit kann der beste so nee mal hey ophalen also wieder gesit mat Blanket Hill as net nimmen der hardest mir auch zum Deel ganz funny Dudes geil noch ja. mega nice Musik wo sie machen an dem Kontext will ich natürlich Leute bei so unbedingt den neuen Album die erste shall remain runslauusren an mir werden natürlich alles am Post detailieren an dann so eine Sterne enke e grosse Merci fir haut gell fir den Zeit doch merci immer im ger an dummer zo nicht da bis geschwun ging ich so Messi nicht dabeisinn gemessen David an bis geschwun ha nees bei Comedy Luxemburgs Fans Metal Podcast. Bye bye. Bis dann. Born a coward and you will die a bitch.